eine Passage aus meinem Buch, meinem neuen Buch Die Tage, die Dinge. Die Kurzgeschichten und Personagen an der Kurzgeschichte sind miteinander verbunden. Ich kenne den anderen. So wie zuletzt auch, ich kenne doch den anderen. Während des Essens klingelte Renatos Telefon im Wohnzimmer. Es war Lisa. In mühsamer Verlegenheit nahmen sie wieder Kontakt zueinander auf. Renato hörte ihr mit neu geübter Aufmerksamkeit zu. Er hatte entschieden, dies auf sich zu nehmen, denn ihm lag sehr viel an Lisa. Die Vehemenz, mit der seine Mitmenschen ausgiebig über nichts redeten und sich dabei in Details ergingen, hatte Renato seit jeher ungeduldig gestimmt. Seine Frau hatte ihm immer vorgehalten, er fühlte sich den anderen überlegen. Sie hatte ihm Arroganz, mangelndes Einfühlungsvermögen vorgeworfen. Tatsächlich missbilligte Renato Gerede nur um des Geredes willen. Seit er sich mit dem Zuhören Mühe gab, verstand Renato, dass Reden mit Einsamkeit zu tun hatte. Dass es dem Gefühl der Isolation zuvorkam, dem jeder sich ohne die Aufmerksamkeit der anderen ausgesetzt fühlte. Dass man sich mit Erzählen und Reden das Gefühl verschaffte, überhaupt zu existieren. Er wusste, dass die aufkommenden Feiertage Lisa zu schaffen machten. Früher war Renato gleichgültiger gegenüber dem gewesen, was Lisa und was andere anging. Kein Weihnachten und kein anderer Feiertag war vergangen, an dem sie nicht bei ihm und seiner Frau hereingeschneit wäre. Sie gehörte dazu, zu ihrer Mikrofamilie. Sie kam und ging oder blieb über Nacht, allein oder mit einem ihrer Männer, die kamen und wieder gingen. Sie kochten, sie aßen, sie tranken und unterhielten sich stundenlang. Und du? Ich? Was machst du Weihnachten? Auch er hatte zu flüchten vorgehabt, irgendwo in die französischen Alpen. Und jetzt hört er sich sagen, dass er die Sache sausen ließ. Woraufhin es still in der Leitung blieb. Jetzt tauchten zwei Frauen auf. Die Frau, die er erst gestern Abend kennengelernt hatte und die sich jetzt an der Spülmaschine zu schaffen machte. Er sah ihrem Rücken an, dass sie jetzt zuhörte. Doch er wusste nicht so recht, was eigentlich geschehen, was ihm eigentlich widerfahren war. Er haderte mit einer Erklärung. Mir ist was dazwischen gekommen, sagte er schließlich, über die ungeschickte Formulierung lachend. Das sei auch der Grund, wieso er sie angerufen habe. Habe er gar nicht, konterte Lisa. Sie habe ihn angerufen. Renato musste beteuern, dass er nicht, wie Lisa es ausdrückte, besoffen war. Nicht schon wieder, nicht um diese Zeit. Er betonte, dass es ihm gut gehe. Echt gut. Wieder wurde es still in der Leitung. Hör mal, Lisa, jetzt bist du zu Hause. Am Aufräumen, seufzte sie. Ich komme mit meinem Zwischenfall bei dir vorbei. Die Frau saß jetzt im Wohnzimmer, auf der Couch, vor sich hin lächelnd. Etwas Leises, Stilles nahm Renato ein. Es war dieses Zimmer, draußen der Schnee, der Spülmittelgeruch aus der Küche. Dieser Augenblick war fassbar, wie ein Abdruck in der gleichgültig sich dahinziehenden Zeit. Renato fühlte sich dieser Frau verwandt und spürte, wie verletzlich sie beide waren, einander ausgeliefert, roh, ohne Schale. Was siehst du in mir? Fragte er und setzte sich ihr gegenüber in den Sessel. Darum geht es nicht. Nein, darum nicht. Er hatte noch 20, vielleicht noch 30 Jahre vor sich. Auch sie hat ein Leben gehabt, mit Zärtlichkeiten, Überzeugungen. Andere hatten sie in den Armen gehalten. Stets hatte er Widerstand gefordert, hatte Konflikte, hatte Aufruhr für unentbehrlich gehalten, für einen Lebenswert. Nun erschien ihm ein liebevoller Umgang miteinander als eine Möglichkeit. Einfachheit, sagte er. Auf sie kommt alles zurück. Auf die Einfachheit der Dinge. Es ist wie Heimkehr. Was er sich erwartete von ihr und überhaupt wollte sie wissen.
Für ihn sei es von Bedeutung, sagte er, sich den anderen wieder zu nähern. Nähe. Ihm fehle das nicht leicht, ihn mache Nähe verlegen. Viel lieber schippe er draußen Schnee. Sie sagte, dass dies sie beruhige. So, da sind ich euch noch auf Griechisch. Tronia Polar, Kalo Christuchina, Schäferjaweg. Merci für Ihre Lauschen. Adieu.